Masoes Binyamin Ashlishi ist der einzige Roman, was Mendel hat ihm angeschrieben mit einmal und nach dem Meer nicht übergearbeitet. Ist nicht lang, die 14 Kapitel hat alle angeschrieben damals in 1878 und so ist geblieben. Die Meise von dem Roman ist wegen einer kleinen städtischen Lied, Binyamin, was beschließt, dass darf will und darf weggehen von über der Welt, suchen die verlorene jüdische Schwotin, es bringt sich ihm noch die Reute Jiden, wo wir werden bald schmuss, wegen wo sie sind und von wann sie stammen, und es bringt sich ihm noch Eretz Israel, und seine Nessie ist die Thema von dem Roman. Die Nessie wird aber nicht gehen, nicht bis zu der Reute Jiden, noch nicht bis Eretz Israel, nur sich in die Arumike Städte, nicht weit von seinen Städten. Nur Mendel will durch den Tag weisen ein satirisches Bild von dem jüdischen Leben in seiner Zeit. Nur tut es auf sehr kunstigen Häufen, ausnutzendig Elementen, die sind schon voran in der jüdischen Tradition von den Juden in seiner Zeit. Der Name ist Masoes Binyamin Ashlishi, das meint die Reise von dem dritten Binyamin. Für den Lehner von Mendels Zeit ist klar, für was der dritte Binyamin. Der erste Binyamin ist Binyamin von Tudela, Ayid von Spanien, von dem Land Aragonien, was hat in 1164 untergenommen eine 8-jährige Reise, was hat ihn geführt von Saragossa in Spanien, Kindor in Frankreich und durch dort in Kinroen und weiter in Konstantinopel, Syrien, Eretz Israel, Bagdad, Persien und von dort zurück durch Arabien, Mitzrayim und Südafrika zurück in Spanien. Binyamin von Tudela hat angeschrieben auf Loshem Kodesh, eine Chronik von seinem Nessie, was heißt Take Masoes Binyamin, und das ist sehr bekannt geworden, nicht nur in Hebräisch, sie ist auch übergesetzt geworden auf Latein, und in Meshach von Jahrhunderten haben Jiden und Nicht-Jiden gesehen dem äußergewöhnlich schickawe Werk wegen weite exotischer Länder und Menschen. Für Jiden ist es auch euch gewöhnt, an der Quickung, weil zusammen mit realistischen Berichten von dem, was ihr dort gesehen und gehört, kommen euch zu fantastische Meises und es kommt zu euch oder dem Motiv von jüdischen Schwotten, was wollen und glücklich ergens in Verworfenkeit. Das ist Binyamin der Erste. Binyamin der Zweite ist ein Mitzeitler von Mendel und Euchels Forum, ein moldowischer Jid mit dem Namen Israel Yosef Benjamin, was hat in 1845 untergenommen eine Sieg in Mizrach, euch mit der Kavone zu gewinnen, die 10 verlorenen Schwotten von Malchus Israel. Ich sehe schon gegangen weiter, nicht nur bis Syrien und bis Irak, nur viele bis Kurdistan und bis Afghanistan und bis Indien, bis China. Und danach hat noch gemacht, als zweite Nessie über Afrika. Und von dem Namen hat herausgegeben ein Buch in 1856 oder 1858 auf Deutsch, was ist aber bald übergesetzt geworden auf Hebräisch und hat gehabt eine große Zirkulation zwischen dem jiddisch redenden Neulen. Und Binyamin der Dritte ist aber so der Held von Mendeles Roman und der Lehner von seiner Zeit. Bloß sehendig Binyamin Ashlishi versteht schon, als dort wird es so ein Scheiches mit exotischen Messias und mit exotischen jüdischen Schwotten von unbekannten Kanten. Die Hagdome zum Roman, kürzer wie die Hagdome zu anderen Werk, aber angeprobt, Gedicht angefühlt mit wichtigen Anmerkungen. Der Onib ist ein halb parodischer. Mendel hat lieb zu parodieren, tanachische Psukim, Mishnayes, Momenten von der Liturgie, Momenten von Tillen, zu lebendigen Teilen.
Nummer 1, also versteht man, will sein Lehner, was ist nicht kein gewöhnlicher Lehner von jüdischer Literatur, weil was auch Literatur existiert kann. Es kann sein, als Jens Buch ist das erste, das zweite Buch auf Jiddisch, was der Lehner nimmt in Hand herein. Ich meine, das auf Jiddisch von moderner Literatur, will als der Lehner soll abgefinden, die bekannte Zeichens von einem alten Meisterbuch auf Ivrideutsch, was hebt sich an mit etwas von Lashon Kodesh. Das ist ein Teil, was bringt daran die dosige Parodies und Paraphrases von Lashon Kodesh Psukim. Ein zweiter Teil ist ein humoristischer Ravade. Ja, ohne die Kasoi schafft sich ein spezieller Effekt, und wenn kommt heraus, mit dem, was will bei MSJ sagen, viel der Lehner Hanoi, was macht ihm nennt dem Schreibers Meinungen. Und der dritte Teil, wenn man sich vorstellen, ist sehr allein, hat Hanoi gehabt, von Spielen sich mit solchen Elementen von seiner eigenen Kultur. Kurz, es hebt sich an, wie eine Parodie von einer traditionellen, ohne von einem jüdischen Text, mit einem Leubwort zum rebellischen Leben, zu seinen Malochen, was sie machen, als alles auf der Welt soll sich bewegen. Und der Gedanke ist, was sie euch in den Schreiber gestoßen, anzuschreiben, die wichtige Geschichte, was wir bald lernen. Aber wie nur sagt sein Leubwort, geht auch bekieven vom Weg, gedei zu geben, als doch die verschiedenen Kategorien Jeden mit ihren verschiedenen Fühlungen. Und das will ich vornehmen, das ist der erste Paragraph von Akdonis Mendel Moichers Forum. Omar Mendel Moichers Forum, sagt Mendel Moichers Forum, geläubt ist der Beide, was bestimmt den Gang von die Galgalen im Himmel, oben, und den Gang von seiner Allerbeschäftigung auf der Erde unten. A viele Gräsende kriecht nicht heraus von der Erde, bis wenn ein Malach schluckt es nicht und sagt, Wachs, kriech heraus. Mikosch keiner Mensch, hat aber der Malach, was schluckt ihm und sagt, geh, kriech heraus. Und Mikosch kein noch mehr, die feine Menschenlich, die schöne Jiebelich. Kein Narr hat sich früher von etlichen nicht heraus mit der Wort bei uns. Kein Scheute wird nicht kein Baleitzer, kein Amoritz Achosid, kein grober junger Maske, bis wann es schluckt nicht etlichen von Seisen Malach, nötigen die Kinder zu. Es schlagen die Malach in euch alle mini Kapzonen unsere, sagen dich, wachst Kapzonen, mit Joinen, Dalfonen, Gebäudene, abgekommene, offene, verborgene, sprotzt, wachst, wie groß, wie Kroppeve. Geht, jüdische Kinder, geht über die Heiser. Nur nicht das bin ich bin euch zu erzählen da. Seht ihr, wie es arbeitet über so, Mendel des Satire, und wie geht darauf, mit einem nicht das bin ich zu der Möglichkeit, zu der langen Stoch, die verschiedenen Parschönen von seiner jüdischen Welt, dem Chosid, aber auch dem Masken. Ja, ob ein Chosid kann sein ein Amoritz, kann aber ein Masken auch sein ein grober Jung, und das ist interessant, das ist Mendeles Autokritik, und hat es schon gesehen früher bei ihm in die Klatsche, sein Ziel ist nicht nur zu bekämpfen und anzufangen auf seine ideologische Kenntnis, weist euch die Chesroines in seinem eigenen Lager. In seiner Einführ weist sich Mendel Moichers Forum, versteht sich nicht wie der Mechaber von der Erzählung in einem Roman, nur wie ein Übersetzer. Sagt, als die Messias von seinem Binyamin dem Dritten, von seinem Binyamin Ashlishi, haben gemacht ein größeres Geräuschen auf der Welt, und deswegen dem haben schon geschrieben, goyische, jiddische Gazetten. Das ist ein bisschen anachronisch, weil in einem späteren Kapitel sehen wir, als der Roman kommt vor, die Fiktion kommt vor, in die Zeiten von der Krimmelmilchome, das heißt zwischen 1853 und 1856, eine Zeit, wenn jüdische Gazetten sind nach der Welt noch nicht gewählt.
aber das macht nicht aus. Mendele weiß aber von dem Anachronismus, aber es sagt ihm nicht. Will ein bisschen ablachen euch von dem Nusach, von den jüdischen Zeitungen, was existieren schon ja in seiner Zeit. Und karikaturisiert ein bisschen den Häufen, wie sie haben sich angehabt in der Messie, in der größeren Weltmessie von Benjamin III. Und es behandelt auf naiven, sensationellen Häufen. Und durch den macht wieder einmal von Maskinen, weil die Gazetten sind in jener Zeit noch nicht eingestanden, bei den Chassidem oder bei den Misnagnen in die Hände. Und der Bloß bei Maskinen ist weißt, also euch dort können sich reinhacken eine große Dose Flachkeit, Narrigkeit und unsinnige Tummeligkeit. In dem ersten Kapitel, in euch in die weiter dicke Kapitel, nennt Mendele ohne Zusammengang, ein Teil von der Erzählung kommt heraus, wie das wollten gewähnt, zitierte Paragraphen von Benjamin Haschlischis Epis, einer Autobiografie, ja, und andere kommen vor, wie das wohl gewähnt, dem Bechabers Übersetzung oder Synthese von dem, was Benjamin soll haben geschrieben, oder von dem, was soll haben gefunden in andere Quellen, weil in der Hagdom hat gesagt, als Benjamins Geschichte ist wert, wir sollen sie erzählen, in Proton wie Kafloschen Koidisch, und als wird derweil nur zu neu nehmen, was weiß und was kann gefunden wegen dem, und es erzählen bekitzt auf Jiddisch, für dem jiddischen Leben. Also folgt die dosige Linie und schreibt auf zwei Teller. Benjamin erzählt uns allein, als ist geboren geworden in Tuneyadevke. Tuneyadevke versteht sich ein ausgetrachter Name für das Städtel, und das ist der Gang bei Mendelen, und das ist auch der Minig bei anderen Schreibern von der Skole, früherliche und späterliche, auf Hebräisch sie auf Jiddisch, als kleine Neues für die Städte, wo es spielt sich ab, der Zitterlamanze von seinem Werk, nennen, was sie sind symbolisch für etwas, was sie wollen von der Stadt kritikieren. Da mit Tuneyadevke, was der Name suggeriert, Parasitisen, unproduktive Menschen. Dennoch wollen wir sehen die größte Stadt Glubsk, was der Name suggeriert Narrigkeit. In einem anderen Roman heißt die Stadt, oder das Städte besser gesagt, Kapzansk, und da ist man klar, als es sich wegen Kapzonen. Und andere Schreiber haben euch, das ist ein Gang, also was die Askole hat eingeführt. Ist Benjamin wird geboren in Tuneyadevke. Tuneyadevke wird vorgestellt wie ein verworfen Städtel, ein Heg, isoliert von der Welt. Wer wohnt in Tuneyadevke? Zwei Sorten Jiden. Eine Mehrheit gemeine Leid und eine gewisse Zahl Balebatim, schöne Jiden, bessere Menschen. Jede gemeine Leid, jede Balebatim sind größere Kapzonen. Bloß eine Dienengeschichte zwischen den Balebatim, also wie wir haben das gesehen, die Taxe, die was halten in die Hände, die etliche Qualen von Achnosse, sie sind reicher. Und nicht ist der Eulam, sie ist gemein, sie ist balabatisch, sehr Eulam. Mendele bringt in dem Kapitel einen Moment, was ist charakteristisch euch für andere Schreiber, frühere und spätere, mit dem Treffen ähnliche Sachen, bei früheren Schreibern und euch später bei Shalom Aleichem oder bei Peretzen, Jid, was probiert beschreiben, von was lebt, und das ist ein Mittel zu weisen, die Nichtigkeit, die Lächerlichkeit von der jüdischen Parnassus in Städten. Die Maskilen weisen also darum, als jeden darf nötig haben, Bildung, gedeiht zu werden produktiv. Lernen wir das soll. Die Einwohner allein in Tuneyadevke sind lebig, Kimatawe, Loya Lechem, größere Vioinen, starke Dalfonien. Nur dem Emes muss man sagen,
Sie sind freiliche Leunen, lustige Kaptionen, wilde Balbitochens, aber so was ständig, plötzlich erfragt an Atoniadovke Lieden, von wann und wie soll sich befahren ist, bleibt vieles stehen wie zum Licht, weiß nämlich nicht, was zu empfehlen. Nur später ein bisschen aber kommt zu sich und entfört mit Mimis. Ich? Wie mich lebe? Ich? Ja, sie da Gott, sage ich euch. Was verlässt nicht alles eine Beschäftigung ist. Schickt zu und wird mich dann weiter zuschicken, sage ich euch, oder? Fort, was tut ihr sonst? Oder ich habe etwas, was sie ist für eine Meloche, etwas hat Paranos in der Hand. Geläubt ist Hashems Borch. Ich habe Borch Hashem, also wie guckt mich an, oder? Am Atone von seinem lieben Namen, a Kehle, a Kollegine, und ich darf muss so viel Jahre in der Räume in der Zwiebel. Ich bin ein Boje, ein Matzerredler, einer in der Welt. Ich fiel am Alois Aschide, ich fiel Chois, ich habe Stott, also wir guckt mich an, oder in Schule. Und halte ich echt zwischen uns alles bleiben, a Schenkel, was merkt sich zu bisslich. Ich habe Ziel, was merkt sich an enorme sehr gut. Ich habe nicht Streit von dann in reichen Korif, was lässt sich unter der schlechten Zeit euch ein bisschen merken. Und, kurz die alle Sachen, sage ich euch, ist Gott der Tat im Himmel, und Israel sind Rachman und Bnei Rachmanim, sage ich euch, nicht zu versündigen. Mit was vernehmen sich die zwei Klassen von der Toniadovke jüdischen Bevölkerung? Die gemeine Leute verbringen sie Zeit mit Puste, Pleudereien und Derike, mit billige Witzen und Hochnis. Die schänderen Menschen sitzen gläubig auf Emesse Kluge Asifes, wo oder in Besmedrisch in Neuven oder in der Boot auf der Eberste Bank und dort führt man tiefsinnige Verhandlungen wegen Kolambinem Temes, in welcher unsere Jiden haben nicht die minste Idee, die eine wegen Weltpolitik, was sie kennen nicht, wegen die Größe Verlegens und die Geschäfte von den Rothschilds und anderen reichen Jiden, und die Riker wegen der Schiechszeiten, was wegen dem wissen Jiden schon ja ein bisschen, weil das lernt man in die meisten Bücher. Binyamin ist von den beschädigsten balibatigen Städten. Der Pfarr weiß sicher nicht den Sachen, nicht wegen Weltpolitik und nicht wegen der Größe Vermögens, aber der Pfarr, als es kommt zu meisterlich, weiß sehr die Sache. Wir hören, als nicht nur ganz Toniadovke lebt in einer zweijiger Beziehung zum Städtel und zu der Zwiebel. Von einer Seite sind Toniadovke Jiden ganz zufrieden, Horste sind bitter und leid, sie fühlen sich, das sagt Mendel allein, wieder wollen, was liegt in Freien, sie meinen, es gibt besser sie nicht da. Aber von der zweiten Seite kommen Momente, wenn es hauptsächlich um eine größere Bänkschaft zu etwas Besseres, zu anderen Eltern und befragt zu einem ausgekommenen legendären Eretz Israel. Es stößt sich dazu, erwartet die Unterdrückung von dem zarischen Regime, was lässt sich vielen in Toniadovke und in andere Eltern, aber mehr wie als kommen sie zu dem durch die Legendes, was die meisten wirklich verspreiten. Und der Fall kriegen sie ein kälberliches Speiles, wenn sie sehen, wenn Moschel ein Tätel oder ein Boxer, was das sind in Eretz Israel fruchten, und dann nimmt man sich mit einmal romantisch Holmen wegen jenem Mekoimis und wie gut es soll gewesen, man soll sich dort gefühlen. Ja, Binyamin ist, heißt es, ein gewaltiger Genießer von den dosigen Meisterlichlich. Und da kommen wir zu der Ähnlichkeit, was alle haben gesehen, was Mendel allein Otavade gespielt, zwischen Masoes Binyamin Ashlishi und dem klassischen spanischen Roman Cervantes' Don Quixote. Punkt wie Don Quixote, geht darauf von Sinnen, von zu viel Lehnen,
die Rittererzählungen, die Ritterromane, was gewähren die populärste Literatur von seiner Zeit. Also werden Benjamins Gedanken übergedreht von zu viel Wehen, die dosige Bücher mit Erzählungen wegen der verlorenen Aseris Ashwotim, wegen der Reute Jiderlech, wegen der Bnei Moishe und noch solche ausgetrachtete Nominations für jeden, was, also Jesus, werden in weitem Bekäumnis freie, unabhängige und auf viele starke biblische Meluches. Schon in der Zeit von Zweiten des Amigdash, in einem von des Forum Chizoinen, wird erzählt, wegen jedem, was Nebuchadnezzar, der König von Babel, hat sie vertrieben von Malchus Israel und hat sie verschleppt in Mesopotamien, aber sie sind von dort weg, weiter noch von dem Teich Bras und haben sich besetzt in ein Wüstland und dort leben sie und sie sollen einmal zurückkommen in ihr Land. In der Gemorre trifft man Abklungen von demselben Motiv, die Tanoim sind nicht ständig in die Deis, rebellieser halt, als die Dose geschwotten wollen, Tag einmal zurückkommen, und Rebakive sagt, dass sie von keinem nicht zurückkommen. Sie soll voran in die Midrashim, schon von ein bisschen später gekriegt, Kufe, sie soll voran wegen die Bnei Moishe. In der letzten Hälfte von Tanach, in der Divrei Yayonim, wird der Mond, als die Kinder von Eliezer ben Moishe, Moishe Rabbeinis Sohn, seine Kinder haben sich stark vermehrt und man fragt sich, wo sind sie hingekommen, heißt es, als die stark vermehrte Bnei Moishe wollen euch ergens in weite verworfenen Mekoimes und öfter werden sie sich einmal umkehren und öfter wird von sie wachsen, a Yeshua vergeben. In dem 9. Jahrhundert schon kommt zu ein neuer Beitrag zu der dosiger Legendesliteratur in der Person von einem Aventurist Mistam, was hat sich bewiesen in Afrika und noch in Spanien und hat sich ausgegeben wie Eldad Hadani. Das heißt, Eldad von dem Shevet Dorn, einer von den verfallenen 10 Schwoten, was hat erzählt, als viel von den 10 Schwoten vermogen eine eigene Meluche ergens in Afrika, nicht weit von Äthiopien, und als vielen dort im Tage eine eigene Wirtschaft und ein geistig Leben und sind stark und Völker darum haben versehentlich her zum Beide. Und als kommt, wie ein Schliech von jenem Meluches, guckt an, was tut sich bei ihnen und alles. Eldad Hadanis Gruß ist auch verzeichnet geworden in der Sefer, und das ist ein Teil von der Literatur, was unser Binyamin und Avada gewählt. Reute jederlich, das weiß man nicht zu wissen, für was jede verworfene Schwotten kriegen den Namen Reute jederlich, wegen welchem man erzählt, als sie wollen in der Land auf jener Seite von dem Tag Sambatien, wegen dem Tag, wo wir reden in einem anderen Moment, und hinter die hohe Heuschech, hinter die finstere Berg, wegen dem, wo wir euch reden in einem anderen Moment, ob schon in Onnet von 16. Jahrhundert haben wir eine jüdische Erzählung, wo es beweist sich, ein Rotjidl, was kommt von jener Seite Sambatien, helfen jedem in Deutschland gegen den Risches von der schwarzen Monarch, was will sie Anton Zeus. Weiter, der Mond Mendele zwischen die Lekturen von unseren Binyamin, als Hefer Zell Eulen, was das hat geschaffen, am Bekubel und Astronom mit dem Namen Matissio de la Cruz, was hat gelebt in Polen und in Italien im 16. Jahrhundert, und es kommen noch zu andere fiktive Reiseberichten mit meschichische Tendenzen, wo Moshe einer sehr bekannter von Gershon ben Eliezer von Prag, was ist erschienen unter dem Namen Glilos Eretz Yisrael und ist sehr verspätet geworden sind im Sof von dem 17. Jahrhundert. Ist das alles, ist die interessante und kolorvolle literarische Welt, von welcher es wächst Binyamin Hashlishis Meshugas, was wird in vielen bald unterzunehmen
a größere sie, die den Trum haben.